de véritables décisions politiques. Das sehe ich natürlich nicht so. Wir haben am 21. die Entscheidung getroffen und wenn Mitte Oktober diese Entscheidungen von allen Mitgliedstaaten umgesetzt sind, dann ist das glaube ich, schon ein wichtiges Signal und es gibt eine gute Chance, dass alle Länder das jetzt auch dann umsetzen werden bis Mitte Oktober. Und es wird keine andere Methode geben können, solange die nationalen Budgets in nationaler Hoheit sind, können sie nicht im Europäischen Parlament über nationale Budgets entscheiden. Das heißt, so wie die Verantwortlichkeiten in Europa verteilt sind, so wie die Zuständigkeiten verteilt werden, so müssen auch die Entscheidungen getroffen werden. Und ich darf vielleicht daran erinnern, als wir das erste Griechenland-Hilfsprogramm gemacht haben oder als wir den EFSF gegründet haben, das haben fast alle Regierungen innerhalb von 1 oder 2 Wochen entschieden. Das heißt, gerade in der Finanz- und Wirtschaftskrise haben die Mitgliedstaaten genauso wie das Europäische Parlament, genauso wie die Kommission immer wieder bewiesen, wenn es darauf ankommt, können wir sehr schnell entscheiden und auch sehr dezidiert entscheiden. Aber wir können nicht die Zuständigkeiten verändern. Wir haben auch ein paar Wochen gebraucht, um über den Stabilitäts- oder Sixpack zu verhandeln miteinander. Aber wir haben bis jetzt immer ein Ergebnis erzielt und auch da bin ich sehr froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Well, if I can add something at the end, because it was also a question about European Parliament, and I would like to add that for the European Parliament, it's very important that Eurozone and all the decisions which are taken in the Eurozone are open for the other members of the European Union, so for the rest. And we know that Euro Plus Pact today is for 23 member states because they have decided to be together with 17 of the Eurozone member states. And the second important issue that European Parliament is ready to take responsibility and democratic scrutiny in all the fields of interest which are under the community legislation. We have a lot of them in the Lisbon Treaty. So all of them should be under the democratic scrutiny and the legislation from the European Parliament. And the third very important information that sometimes we can also offer something like fast track of legislation. We would like to prepare ourselves together with the Council and the Commission. So it could be also very supportive. And we know very well that decisions which are taken by the member states and national parliaments also sometimes time consuming. I would like to say that they are longer, generally speaking, but we are ready to improve the situation in some specific pieces of legislation, of course, which are necessary to answer very, very quickly. No. Thank you very much. Have a good evening.